herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, zuerst mal vorab. Nein, ich habe keine fettigen Haare, ich habe es frisch gewaschen und ich habe keine Bock gehabt, um jetzt zu warten, bis sie trocken sind. Aber ja, ich will jetzt einfach irgendwie damit leben. Ja, ihr habt sicher schon im Titel gelesen, ihr sind alle daheim, ich bin auch daheim und man hat vielleicht schon ein paar Sachen zu tun, vom Geschäft aus, von der Schule aus, whatever. Aber vielleicht gibt es auch mega viele Momente, vor allem am Wochenende. Schön, dass das Video übrigens am Sonntagabend aufgeladen habe, wenn das Wochenende vorbei ist, aber egal. Gibt es viele Momente, wo einem vielleicht langweilig ist, vor allem vielleicht, wenn man ein bisschen jünger ist und noch nicht so extrem viel zu tun hat von der Schule aus. Und darum habe ich gedacht, zeige ich euch oder sage ich euch einfach mal ein paar Sachen, die man machen kann, wenn einem langweilig ist. Oder was ich zumindest mache, wenn mir langweilig ist. Genau, ihr könnt ja mal einen Daumen auf in die Kommentare schreiben, wenn euch das Video hilft und wenn ihr genauso lasst sind wie ich. Genau, ich weiß noch nicht, wie viele das sind. Wahrscheinlich steht es im Titel, vielleicht auch absolut nicht, weil ich habe mir überlegt, wahrscheinlich wird mir während ich das Video drehe noch mehr einfallen. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, wir labern gar nicht so viel, sondern ich fange einfach mal. Jetzt ist es so ein, ich bin alleine. Es ist nicht wir fangen mit dem Video an. Es ist mega komisch zu sagen. Egal. Ich sage, labern wir gar nicht so viel und fangen einfach mal mit dem Video an. Let's go! Ich weiss nicht, ob ihr es kennt, aber bei mir war es so, wenn ich so mit Pult gekocht bin, habe ich mir mega überlegt, boah, es wäre so geil, wie es so in meinem Zimmer aussieht und so und so. Und jetzt habt ihr endlich mal die Gelegenheit, ihr könnt euer Zimmer umgestalten, umstellen, keine Ahnung, Wände anstreichen, aber fragt eure Eltern, falls sie noch nicht erwachsen sind, weil das könnte noch eskalieren. Ja, keine Ahnung, ihr könnt auch Bilder ausdrucken und an die Wand hängen, Lichterketten, I don't know, einfach sind kreativ und machen irgendwas mit eurem Zimmer. Ihr könnt auch einen Brief von euch selber schreiben, wo irgendwie euer in 10 Jahren ältere Ich ist und den könnt ihr dann in 10 Jahren öffnen, ich habe das auch mal gemacht und glaubt mir, es ist so lustig, den dann zu lesen. Also bei mir sind es glaube ich 3 Jahre gewesen, aber egal, das könnt ihr ja selber schauen. Macht unbedingt Sport, ihr hockt schon den ganzen Tag daheim und dann ist es mega wichtig, dass man dann sich ein bisschen bewegt. Darum schaut im Internet, was man alles für Übungen kann machen kann. Ihr könnt auch 1000 Liegestütze machen oder irgendwie tanzen oder irgendetwas. Hört irgendwie eure alte Playlist wieder oder allgemein alte Lieder. Ich habe zum Beispiel vorher ABBA gehört und ich bin so abgegangen. Also ich habe so eine Phase, wo ich ABBA richtig schrecklich gefunden habe. Aber ich habe es so nice gefunden, ich bin richtig abgegangen. Lasst unbedingt wieder mal alte Lieder, es ist so nice. Was sicher auch mal fällig ist, ist wieder mal eure Schulsachen auszumischen. Die haben sicher irgendwie so fette Mäppli oder keine Ahnung, irgendwie 1000 Sachen, die auf eurem Pult liegen, die ihr eigentlich gar nicht braucht, die ihr wirklich könnt dann arbeiten an eurem Pult. Darum mischt ihr wieder mal aus. Ihr besitzt sicher auch weisse Schuhe und sie sind sicher auch fucking dreckig. Darum wäscht die wieder mal, dann sehen sie wieder clean aus. Jetzt, wo ihr wahrscheinlich von der Schule aus oder vom Geschäft aus am Computer arbeiten, könnt ihr einfach dort wieder mal ein bisschen Sachen ordnen und alles strukturieren, alles in Ordner tun und sonst vielleicht auch Fotos wieder mal richtig ordnen und dann habt ihr alles schön clean und sauber auf eurem Laptop oder Kopie. Ihr könnt einfach etwas kochen. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich bin mega scheiße beim Kochen und dann könnt ihr mal wie etwas ausprobieren. Vielleicht auch einfach für eure Familie kochen und sie so ein bisschen überraschen. Das sowieso nicht gut ist, wenn eure Großeltern jetzt aus dem Haus gehen, könnt ihr ja für sie einfach posten oder irgendwie mit dem Hund spazieren oder so. Ich meine, ihr könnt ja einfach mal eurem Crush, eure Liebe gestehen. Es kommt nicht davon, ihr seid dann mindestens 4 Wochen nicht mehr. Darum bis dann ist das wieder vergessen. Was auch mega nice ist einfach baden, Alter. Ihr könnt irgendwie eine Kerze aufstellen, nice Musik laufen lassen, vielleicht auch eine Serie dazu schauen, das ist nice. Dort einfach mal schlafen. Jetzt ist der Moment, wo ihr einfach die Zeit habt zum Schlafen. Vielleicht habt ihr das sonst, wenn ihr Schule habt und Prüfungen und alles, habt ihr gar nicht so viel Zeit. Ihr könnt ja einfach mal wieder eure Nägel lackieren, für die Bock haben, seine Nägel lackieren, weil, keine Ahnung, jetzt habt ihr Zeit, jetzt könnt ihr euch die schönsten Muster machen. Yeah. Ihr könnt ja einfach mal meditieren, für die das noch nicht gemacht haben, könnt ihr es ja mal ausprobieren, ein YouTube-Video anschauen, so ein Tutorial, wie man das genau macht, weil das ist auch noch mega nice. Ihr könnt einfach ein Buch lesen. Es gibt sicher irgendein Buch, das jeder hat, das er irgendwie schon mal angefangen hat, aber nie beendet hat. Einfach weil er irgendwie keine Zeit hat oder irgendetwas dazwischen gekommen ist. Und keine Ahnung. Jetzt ist der Geld da. Ihr könnt einfach eure Grosseltern anrufen. Also zum Beispiel mein Grossvater, der ist einfach allein im Haus und irgendwie ist er dort ganz allein und kann halt nicht raus. Und dann sind eure Grosseltern auch sicher mega glücklich, wenn ihr ihnen dann anruft und macht ihnen so ein bisschen Freude. Ihr könnt einfach so wie ich mal etwas mit euren Haaren ausprobieren und sie färben. Und passt auf beim Schneiden. Ich habe schon so viele so Videos gesehen, was ihre Stirnpflanzen geschnitten haben und es dann aufs Härte bereut haben. Also überlegt euch gut, was ihr macht. Aber macht es! Ich kann ja einfach Bilder machen, zum Beispiel für auf Insta oder so. Das macht mir mega Spaß. Oder ich könnt einfach schon Weihnachtsgeschenke vorbereiten und basteln oder I don't know, weil ich habe mit denen im Dezember wieder im Stress. Ich kenne es alle darum. Wenn ihr das jetzt schon alles erledigt habt, dann habt ihr keinen Stress mehr. Ich könnt euch einfach mal auch etwas beibringen, egal was. Es kann irgendwie die ersten 5 Ballettschritte sein oder irgendeine Sprache. Ich könnt auch Gebärdensprache mal so ein bisschen lernen. Oder irgendeinen Zaubertrick oder I don't know, keine Ahnung was. Irgendwas, was ihr schon immer mal lernen wollt. Ihr könnt einfach Serien schauen. Jetzt habt ihr auch Zeit zum Serien schauen. Ihr könnt auch eine neue Serie anfangen. Ihr könnt aber auch einfach irgendwie wieder mal etwas aus Lego bauen oder vielleicht etwas malen oder so. Einfach irgendwas, was ihr mal im Kinski gemacht habt. Backen ist auch eine Option. Ich könnte zum Beispiel mal einen Cola-Kuchen ausprobieren. Der ist übrigens mega nice und schmeckt gar nicht so hässlich, wie man sich vorstellt. Ihr könnt aber einfach meine Videos schauen. Ihr könnt aber auch einfach ausrechnen, wie viele Minuten ihr schon lebt.
oder Sekunden. Falls ihr mal irgendwann heiraten wollt, könnt ihr ja schon mal eure Hochzeit planen, was ihr dann machen wollt, eure Hochzeit. Ihr könnt aber auch einfach ganz easy auf YouTube gehen und irgendwelche Katzenvideos anschauen. Ihr könnt aber auch einfach die ersten Videos, also das erste Video von euren Lieblings-YouTuber anschauen, das ist übrigens auch mega lustig. Ihr könnt auch wieder mal so alte Videos und Bilder auf eurem iPod Touch 4 vergrübeln und dann so ein bisschen durchschauen oder einfach auch Babyfotos nehmen, aber ist das auch mega lustig. Es gibt auch tausende von Apps, die ihr herunterladen könnt, also irgendwelche Games, die ihr dann nach 10 Minuten wieder löscht, aber euch ist dann nicht langweilig. Ihr könnt aber auch mal komplett anders stylen, heisst irgendwie so Kleider anlegen, die ihr sonst nie würdet anlegen, weil sie irgendwie viel zu crazy sind oder so, oder I don't know. Einfach mal euch so stylen, wie ihr nie würdet stylen. Vielleicht, falls ihr ein Haustier habt, könnt ihr dem irgendetwas beibringen. Was auch mega nice ist, ist einfach mal Tagebuch schreiben. Ja, vielleicht denkt ihr das jetzt nicht, aber ich habe auch eine Zeit lang Tagebuch geschrieben, manchmal mache ich es immer, aber nicht mehr so oft. Und dann das wieder durchzulesen, also ich habe es letztens durchgelesen, das ist so nice, einfach weil man sich in die Zeit zurückerinnert, aber nicht so, also man mag sich nicht mehr so detailhaft zurückerinnern. Und wenn man das wieder liest, ist so, oh mein Gott, ja stimmt! Ja, das ist mega nice. Ihr habt sicher so irgendein Kessel in eurem Zimmer, wo so Kleingeld drin ist. Ihr könnt ja mal euer Kleingeld zählen. Ihr könnt eure Apps auf dem Handy ordnen, nach Farbe oder so. Und zu guter Letzt, ihr könnt irgendeine Liste machen von eurem Traumtyp oder von eurem Traumgirl. So muss sie aussehen, so muss der Charakter sein. Und dann, wenn ihr ihn kennenlernt, könnt ihr die Liste durchgehen. Jackpot. Nein, keine Ahnung. Ja, natürlich nur ein Joke. Wahrscheinlich auch nicht an die Person kennenlernen, die sind sowieso nicht so. Aber sie ist sicher mal lustig. So, das werden jetzt alle Tipps sein, wenn euch langweilig ist. Ich hoffe, sie haben euch irgendwie helfen können. Das sind einfach mal die, die mir so ein bisschen spontan eingefallen sind. Gebt doch dem Video unbedingt einen Daumen nach oben, wenn ihr vielleicht mehr von dem wollt. Nein, vielleicht absolut nicht. Gebt doch unbedingt einen Daumen auf, wenn es euch gefallen hat. Und vergesst nicht, mich zu abonnieren, wenn ihr kein Video von mir verpassen wollt. Das stimmt gar nicht. Wenn ihr kein Video mehr von mir wollt. Keine Ahnung. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Oder vielleicht auch vorher. Ich weiß auch nicht. Mal schauen. Tschüss zusammen!